Sicher liebe ich meine Mutter. Jeder Jugo liebt seine Mutter. Weil sie muss wirklich durch die Hölle, vor allem wenn man so einen Sohn hat. Ja, Jugo ist, ich sage jetzt mal, vor 15, 20 Jahren definitiv ein Schimpfwort gewesen. Aber heute ist die Situation definitiv entspannter. Ist sehr situativ, kommt auf den Ton drauf an. Aber ich reagiere jetzt nicht mehr gross darauf, wenn mir irgendjemand Jugo sagt. Dass Jugos Hochzeiten lieben, ist, glaube ich, schon wahr, weil wir müssen fast, wenn wir zum Beispiel in die Ferien gehen, wieder einmal ins zweite Heimatland zurück, 2 Wochen und 1,5 ist nur eine Hochzeit. Kerrenleisen bei den Jugos ist sicher sehr verbreitet. Wenn du in dieser Gesellschaft aufwachst, wo links und rechts relativ viele Leute schöne Kerren fahren, willst du einfach ein Teil davon sein. Jugos fahren immer zu schnell. Ja, nur die viele Termine haben, natürlich, der Rest nicht. Nein, ich finde generell ist es ein Klischee. Als ich mit meinem Vater gelernt habe fahren, habe ich nie im 3. Gang schalten. Also, ja. Zum Glück gibt es ja also positive Klischees, eben, dass wir Lebemenschen sind und Genussmenschen. Wir müssen nicht um 9 Uhr ins Bett und am nächsten Tag arbeiten. Jugos sind nicht die besten Sparer. Das hat sicher mit dem Lifestyle zu tun, dass man sehr viel will, sehr schnell erleben. Ob jetzt das für gewisse eben der teure Karre ist oder für andere ist viele Reisen. Ja, wir sind nicht die besten Sparer, obwohl eigentlich müssten wir sein, weil unsere Eltern haben nie viel gehabt. Dass Jugos aggressiv sind, ist, glaube ich, eine Fehlinterpretation. Wir sind sehr emotionale Menschen und laute Menschen und wir können dann vielleicht auch aggressiv wirken. In vielen Fällen wirklich nicht, sondern einfach die Emotionen, die man rauslässt. Eifersucht ist bei den Jugos definitiv ein grosses Thema, sei es in einer Beziehung, sei es aber auch untereinander. Also man gönnt sich nicht so viel. Ja, ist leider so. Ich finde es mega wichtig, dass man weiss, im Jahr 2018, Balkan ist nicht gleich Jugo. Es gibt sehr viele verschiedene Ex-Jugos, Kroaten, Bosnier, Serben, Albaner und die darf man wirklich im heutigen Zeitalter auch unterscheiden.